Auf dem Staat gibt es eine Rappes, was den eigentlichen Staat am Staat ist, der das der Cheferot von der Stadt Lützeburg. Bei der du sehen, den läuft auf Moskau, die anderen laufen auf Washington, bei Hauptsache so Fascho. Den Luc Friede ein bisschen auf Zeit geholt. Und ich habe ihm gesagt, so, das, was du gesagt hast, das stimmt nicht. Glauditsch. Gott, ja. Voilà, David, das ist ein Zeitchen hier, dass wir den letzten Podcast abgeholt haben. Das aber von unseren Viersätzen am neuen Jahr für das mehr regelmäßig zu machen, auch für ein bisschen so, wie wir auch abgehalten haben, für mehr vertieft auf einzelne Sujets anzugehen. Mit das haben wir uns gedacht, zu viele Sachen geschieht an dem letzten Jahr. Komm mal gucken, kurz darüber zurück und erzählen ein bisschen so, was behind the scenes sind an der Chambre von den großen Fakten. Und ich meine, wenn ich noch anguckt, soll ich vielleicht 4 aufhängen, das letzte mal lief tun, das war der Najosch Pat von der Chambre, wo die Chambre deputiert, an der Staatsrat, an Maderbester, an verschiedenen Eminenzen invitiert hat, wo dann den Präsident Claude Wieselein Rede gehalten hat. Und du mal etwas ganz lustig, bizarres müssen feststellen, David, kannst du das selbst erzählen? Ja, und den Inviten, da waren aber rötsche Botschafter, Botschafterinnen auch, an eng Botschafterin als immens stark opgefallen, war schwer sie net ze gesinn. Immerhin die echten Weltmucht, dat war Madame Stacey Feinberg, die neue US-Botschafterin vom Trump, also von den USA. Also sie war wirklich ganz hektisch, ganz touchy mat viele Leid, net mat Eis. Op jeden Fall ich versicht mal hier aus dem Witz zu go. Erfolgreich. Andere hatten aber den anderen Reflex für wirklich ob sie durchzugehen, der wir nicht vergessen. Madame Feinberg, als sech keine Diplomatin, sie als Milliardärin, an viele Milliardär an den USA, so, dass den sich quasi Botschafterposten käft, ja, von den Großdon gemacht hat und den die gewonnen hat. Und das war der Fall. Sie ist eine total mega Unhängerin. Und lass jetzt Lützeburg, sie ist ein bisschen bekannt gehen, weil sie am Senat, wo sie es konfirmieren, gesagt hat, sie gibt Lützeburg mal belehren, dass China based Land wäre, und wir wissen nicht, was man gegen machen. So, lo sie domi, sie ist wirklich mega, sie hat sich auch gefreut, die wat die Aktion gegen Venezuela, und sie freut sich auch, von etwas gegen Kuba geschieht, etc. Also ganz schlimm, karikatural, das ist wirklich eine Karikatur. An wen wollt unbedingt mat der Frau schwätzen, dat war natürlich STDR, und dann do zirkuléiert do eng Foto, den Tom Weidig, den Dan Hardy, die do wirklich ganz flott Gespräch hatten mat der Frau, ich weiß nicht wo river, weil de Problem ist bei der du sehen den lauscht op Moskau, die anderen lauschen lo op Washington, überhaupt sachiert sa Fascho, dann lauschen sie op sie. Schon dat für Leute, die sich als Großpatrioten so durchstellen, so enger Botschafterin not zu laufen, die Territorialsouveränität von einem Land in Territorialsouveränität von der Europäischen Union oder von einem Member von der Europäischen Union vorstellt, an überhaupt als gönnet mir freundlich gesünder. Sie sehen ja nicht mehr als Freund, das ist ganz klar. Der amerikanische Volk sicherlich, an die sich gegen den Trump wären bestimmt. Ich meine, die Regierung als ganz einfach eine ultrareaktionär faschistoid Regierung an DDR dackelt denen no. Also die Schleimspur, ich weiß nicht, das Botspersonal hat wahrscheinlich immens viel Arbeit für die ADR-Schleimspur, die ADR-Schleimspur da wäsch zu kriegen. Ja, ich meine, da doch. Das wäre auch schon an einem ganz komischen Entwicklungspart in NRW. Auf der einen Seite kuschen schleimen sie bei faschistoiden Regierungen wie Russland an den USA, unter dem Trump. Und auf der anderen Seite haben sie auch neue Feinde entdeckt, erfahren, dass Leute, die wissenschaftlich Analyse machen, Völkerrechtler, dass Bemolemi hier drin sind und dass Leute sind, die überhaupt keine Ahnung hätten, an die Parteien schweren. Das Problem ist DDR, sie haben Probleme mit Experten, weil sie da selber keinen Hund wahrscheinlich, oder da waren 2 Interviewen RTL, ein mit einem Chercher von der Uni Lützeburg, die schafft op der Uni Lützeburg den vertritt eng Position, die mo net unbedingt ménger no gelauscht, dat das gëtt direkt als ganz link durchgestalt. Mengen an war ich damit links, mir egal. An der Mann war egal, das Politolog van der Stadtrich verstanden hun den hue eng Appreciation zu dem, wat am gang as geschéim hat den USA par rapport zur Europäischer Union.
an dat geht der ADR go net, weil das kein Lopudelei op den Trump ganz einfach. Und da gëtt den Expert als net neutral durchgestalt. An dat immer dat de Koip Fred Koibe man seht, muss schiederin immer neutral sind, dat gëtt net, dat versteht hier net. Me trotzdem dat se Wissenschaft an der Schaft fir eng Uni wo soll en das sich goen. Selwecht ma Michel Irpelding, den auch fir kurzem längeren Interview ginn huet der BRTL, och iwwer international Recht. An dege doch als net neutral gesinn well politisch ze lenk. Michael Irpelding de schafft fir de Max Planck Institut zu Frankfurt. Ich weiß net, ob sie extra ultragoschiste sich gin. De Michael Irpelding huet seg polisch Menungen, die en huet, méi net de Posten krut op Grund vun enger wissenschaftlicher Expertise, die en huet man eng Kompetenz. Voilà, ganz einfach. An natürlich ginne dëmmer och ënner Völkerrechtler hanst du divergent Menungen wie an ganz vielen Disziplinen. Just et gibt bald kein Völkerrechtler, die so dat wat du gemacht huet legal wie. Bis nach kind heieren da joch. Vielleicht kann der Fred Koipio als een Expert senger Fraktion schicken. Nief den extrem Rätsinn hummer awer auch den extreme Liberalismus. Ja das tro, weil mir waren lo der Jospat. Da war viel Deputéierten fir d'échte Käier mo alt Deputéiert nagelden, méch so Deputéierten sollech net eichter Klion so, well anscheinend si mir joch Klion sogar an Plenung si immer weiterhin Klion. Genau, normalerweise mir immer gut mehr wären gewähltener vom Vorleg aufgrund von demokratische Wahlen mehr effektiv Ende Dezember bei der Debatte rund Öffnungszeiten und Sondes erbecht als Bemol eng deputiert von der DP die nicht Deputierten als gewählte nur geschwert wird mehr als Leif Klion. Die deputiert das Corinne Kahn, sie ist selber proprietär von engem Kledergeschäft, engem Schunggeschäft, wird genau zu so. Also sie wird rein aus der Perspektive von ihren Anterie geschwärzt, aus der Perspektive vom Patronat. Und du stellt sich für Eis die Frau, die eigentlich 10, 15, 20 Jahre immer opkommt, dann das Tro von den Doppelmandaten, Tro von den verschiedenen Interien, die Deputierten hun an diesem Fall als man kann als Chefin von der Stadt Lützeburg, als Deputierten, als gleichzeitig Gerant von einem Schulgeschäft. Und weißt du, Märte noch, da so ein Teil von dem was letztes Jahr so geschieht ist, dass effektiv man endlich mal angefangen hat, eine Diskussion an der Chambre über Doppelmandate zu feiern. Und das ist eine Arbeitsgruppe gegründet ging, wo alle Parteien daran vertreten waren. Und die soll sich den Statut vom Deputierten kümmern, für zu gucken, dass am Moment ist es so, dass ein Deputierten 20 Stunden Congé Politik zu gut so mehr auch immer am Anfang sind wir ein Hobbyparlament, weil Jitfried eigentlich gedohen als nicht seinem Mandat als Deputierten nach einen anderen Job umzuholen, was natürlich nicht so stark vom Parlament unbedingt beiträgt. Und du hast zu einer Reform kommen, dass die Bürgermeisterin von Gemenge von über 6.000 € 4 Stunden Congé Politik kriegt. Und du sind aber auch leider Majoritätsfraktionen gehen, die gesagt haben, dann muss aber ein Deputierte können sich voller ganz darüber konzentrieren. Und du hast so innerhalb alle Parteien mit vielen Widerständen, aber ein Kompromiss probiert gehen rauszuschaffen, eine erste Etappe, die daran soll bestehen, dass die Congé Politik von 20 auf 40 Stunden soll dann Blut gesagt gehen. Wir hatten insgesamt 6, 7 Reunionen, wo Mengen Java mit allen Schwierigkeiten, die gesehen konstruktiv geschafft gehen ist, dass ein Text entstanden, den an einer letzten Reunion dann sollte geholt gehen. An Nukogun an der letzten Reunion platzt dann Bomb. An eng Partei von denen sie an der Chambre refusiert überhaupt nach weiter op dem Dotte Weg zu gehen, weiter über Doppelmandate zu schwätzen. An Rodemol wene das die Partei natürlich sind die liberal, das demokratisch Partei, die all Diskussionen an all die Erbestimmer an der Chambre gemäht hun für den Statut vom Deputierten bisschen seriös zu gehen für das zu ergreifen. Wie erklärt so Stadt
Ich meine, dass du einfach handfeste Interessen stehen. Und ich meine, die Interessen, das würde noch auf die Couloire von der Chambre hören. Es gibt nämlich neben der Chambre, neben dem Staat, gibt es noch etwas, was den eigentlichen Staat am Staat ist. Und das wurde ganz stark gefehlt, das ist der Chefrat von der Stadt Lützeburg. Und da sind lauter Leute dran, die alle gut Doppelmandate haben. Die gesamte Chefrat ist an der Chambre vertreten. Das sind 7 Leute, das ist mehr wie ein Zehntel von der ganzen Chambre, sitzen noch am Stadter Chefrat. Und die haben das irgendwie an den falschen Hals gekriegt und haben sich dagegen gewählt. Apropos schwieren, du hat auch Minister zu schlagen gewählt, für nicht mussten zurückzutreten, obwohl jeder in der Meinung war, Giflo durchgehen. Das war für kurzem den Sportsminister, den aber hauptsächlich auch normalerweise hat sollen Nabelsminister sein. Voilà. Dein frère Bürgermeister da ja auch. Den kein Doppelmandat mehr gehört. Den hat kein Doppelmandat mehr, das nehme ich dann anscheinend den 20. veredigt, den dann just nach Deputierten ist. Und das erstaunlicherweise wird es gefallen, was sein da der als Bürgermeister war, nämlich, dass er soll den Sportsmusik kreieren. Du musst ja so kann ich über die Sportsmusik denken, was ich will, ob das gut oder nicht gut ist. Das Problem ist darüber gefallen, weil es sich so mordikus drüber gehalten hat, dass einfach Gesetze nicht entsprochen hat und dass das Marché-Publics-Gesetz am Fond gebracht wird oder am Gang wird zu brechen. Also der CSV selber hat müssen den Schlussstrich ziehen. Mit Ironie bei dem Ganzen ist, dass wenn man auf das letzte Jahr zurückguckt, da können denken als allererst die 25.000 Leute an die Kappe, die op Stroßgänge sind, weil sie manifestiert tun, gegen eine Pensionsreform, mehr gehen da, wo Attacke gegen Kollektivverträge, gegen die Erweiterung von den Arbeitszeiten, Verschlechterung von den Arbeitskonditionen. Und das war dieselbe Minister. Und das am Fond die Ironie von der Geschichte, dass der Minister offiziell nicht über all die Missstände fällt, die an seinem anderen Bereich, nämlich an der Erbicht, während dem Jahr gemäht wird, mehr über das, wo ihn ab Fong hat können ausgehen, dass man zumindest daran aber eine gewisse Kompetenz hat, nämlich am Sport. Das ist schon wirklich ganz bizarr. Ja, und das hat sogar noch sowieso Mann vom Jahr während der letzten Woche, da hatte man viel Debatten über das Budget und dann auch nach wichtige Gesetze, die man gestimmt haben, auf der Pensionsreform auch Arbeitszeiten, Öffnungszeiten, Sondersarbeitszeiten etc. Bon, alles pressiert. Und da hat er noch gemerkt, weil er sich auch nach alles eher die Teilweise den Arbeitsminister gelöst hat, und da hat er gemerkt, auch an der Majorität, da waren sich nicht ganz eins, und da ist auch noch die Diskussion um Tankstellen opkommen op Bemol war doch sich nach Nierwen auch noch ein Konsequenz davon heraus. Ja, also war schon am ganze Package, Kollektivverträge, Pensionsreform, Öffnungszeiten in der Woche, Sondersarbecht. Wie du schon gesagt hast, zum Schluss ist alles ganze Jahr durchgeboxt gehen. Und das so sehr wurde mich so gehen, dass bei den Öffnungszeiten wo am Moment wo am Ursprungstext eng Disposition drauf war, dat gesot gin als Tankstellen, die sie net davon betraff, aber just die Tankstellen, die op Autobahnen sind. Zuletzt sind dat der 8 am ganzen, a für die ganze Rechte wo den och Regel von Öffnungszeiten für Tankstellen. An dun as an allerlächter Linie droite 3D für Wort, als du bemol Amendment von der Regierung kom, wat gesucht wird, ja sie net mit Autobahnsstankstellen, mit sind auch nach D-Straßen, das sind Europastroßen, wo dann nach ein Keier 17 weiter Tankstellen dabei kommen sind. An viel hin an hier an Bemol as dann den Dach für run engem, den auch ein Doppelmandat an die Burgermeister ass von enger von den Gemengen der toten opgefallen, den hue se schwer opgeregt darüber, weil Singstroßen an Tankstellen davon betroffen sind. Dat war den Michael Wolter, der Burgermeister von Kerching. An normalerweise wat Trierde no geht mehr sich dann immer die Lächte in der Reihe an dann as gut erkennt Regierung und dort an diesem Fall dann enkeier den Michael Wolter von der CSV Tour der Graf an am Fong
just dat wiederhol wat mehr für noch gesucht und dat du am Fong net geht, dat den echtens parlamentarisch net so schaffe kann, dat er zweitens gut kein seriös öffentlich Debatt wär, wo die du gefordert gin hast an den dann probiert huet, weil aber Member von der Majorität das nach irgendwie zu so ja da muss ich aber gucken, du muss analysieren, evaluieren dann der mitweis aber ganz stark, dat auch an der Koalition selber et widersprich gin, dat Kommunikation an der Koalition alles wie gut aus. Ja. Ja, apropos Chaos, den Arbeitsminister als ja net den Enschen, den de Monopol huet, wat de Chaos ugeht, och Gesundheitsminister van den dazu Kason am Kontext von der Pensionsreform. Mir hat eng Ufro gemacht bei der Cellule scientifique vun der Chamber, dat das ein Organ vun der Chamber, den op Ufro vun Deputéierten kann méi profund Recherche machen zu eng Sujet. Da wollte man dann eben auch Zuele kreien vun der Inspektion Generale der Sécurité Sociale. Und da war de bësse mi kompliziert gin. Ganz vielleicht. Ja, also ich mein, du hast am Chaos so gefangen, der Chef von den Chaos-Tagers sicherlich den Luc Frieden, weil er schon gekündigt hat, will die Lebenserbeszeit verlängern. Der Tisch, dass Leute viel mehr spät stiften an Pension gehen, darauf sind auch schon die ganze Diskussion losgegangen. Und darauf sind noch mehr geduld, wir stellen dann einfach mal froh, weil du gehen die Tüden am Ausland, wie die Lebenserwartung sich entwickelt wird in den letzten Jahren pro sozioprofessioneller Kategorie. Weil es gibt Typen am Ausland, die ganz klar so, wenn ihn zum Botspersonal gehört, die während Jahren, Jahrzehnten toxische Stoffe ausgesetzt sind, dann hat ihn eine meiner große Lebenserwartung, wie zum Beispiel den lebenlang im Büro geschafft wird. An der Beispiele gibt es viel. Das heißt, an der ganzen Diskussion rund um Verlängerung von der Lebenserbeszeit, Männer lang an der Pension sind, das da eine Dimension, die mengnisch oder wo mehr gemeint und da die immens wichtig wäre. Zuletzt beginnt kein Zwillen darüber. Bevor man Cellule scientifique beobtragt, können der Wunschgeliefert so eine Analyse machen. Mehr Huhn für rund 1,5 Jahre gefroht. An Diskussion Pensionsreform ist weitergegangen, mehr und immer nur gefroht, so wie ist das Schwierigkeiten do, bis dann effektiv am Dezember soll Gesetz gestimmt gehen, en November ugangs Dezember also schon gehen, schon mich ziemlich abgefeuert auch an der Chamberverwaltung, bis dann du effektiv Data bloß geplant hast, an Chamberverwaltung von der Cellule scientifique seht, ja, mehr kriege keine Données von der IGSS, da das die Instanz, die von der Sécurité Sociale, die all gut Données wird. Darauf sind als ein ziemlich heftiger Mail-Austausch zwischen den zwei Verwaltungen entstanden, wo ich auch können lesen, an am Fond geht es just drin, dass eine Verwaltung der andere will Schuld gehen, das geht mehr oder nicht drin, reibst du von den wen du definitiv schuld hast, mehr der Punkt, das einfach 1,5 Jahre nur der Demand, wo man noch immer überhaupt kein Données. Und darauf sind dann einfach die Initiative ergriffen an eine Motion, wo man deposiert, die Regierung ganz klar auffordert, so Données zur Verfügung zu stellen. Du hast doch hin und her gegangen, du hast da gesagt, kein Dach mehr machen, das direkt, dann geschieht direkt. Bon. Motion ist deposiert, das nicht aufgestimmt gehen, mehr in der Präsentkonferenz verwiesen gehen. Allo Bemol, nur dem der Risk, da wer das alles öffentlich geht, lo geht alles ganz sehr. Lo sind Données do, lo sind die zwei Verwaltungen am Gang, mit denen zu schaffen. Das heißt, wenn ihr ein bisschen Druck mischt, an auch ein bisschen die Öffentlichkeit oder allein mit der Öffentlichkeit droht, können Sachen schon viel gehen. Man ein bisschen Druck vielleicht doch nach, das auch noch ein Nové von der Pensionsreform, gegen die wir natürlich auch waren, auch an ihrer aufgeschwächter Form. Und das alles nicht so evident. Und das können sie kommen an der Lo, als da doch an die Öffentlichkeit kommen, dass das ein riesigen Déjeuner geht, auch wird knapp. Da haben wir auch schon reagiert, ja. gestern. Also das etwa also am Anfang schon gesagt, die Leute sollen 5 Jahre wie lange schaffen.
durch den Widerstand von den Gewerkschaften als dann aus den 5 Jahren finalement 8 Monate gehen. Noch nicht 8 Monate für jeden Verein, aber just 8 Monate für einen Deal von den Leuten ab 60 Jahren. Das heißt, das kann ich nicht mehr, das wird die Idee nicht mehr mit 60 Jahren Pension gehen, mehr mit 60 Jahren an 8 Monate. Und ich habe mir schon die ganze Zeit vorgestellt, wie wollen sie das machen? Ich kann ein bisschen den Code de la Sécurité Sociale, das ist technisch management schwer umzusetzen. Und ich habe mir dann schon gewährt, bis dann endlich ein Text kommen, dann schon den Text gelesen und schon gesagt, bei mir gedacht mir, das geht überhaupt nicht ab. Das, was da dran steht, das erstens bringt es nicht, und zweitens, also es widersprüchlich zu dem, was sie selber gesagt haben. Schon hat er noch Chamberkommission gesagt, schon hat er noch Chamberplenär gesagt. Und der Minister hat immer gesagt, nee, das ist alles ganz klar, das läuft alles wunderbar. Bis dann lo rauskommt, dass das Pensionskasse selber, also knapp 10 über dem Kopf zusammenschlagen, sie gehen überhaupt nicht eins, sie sagen, dass da sind mehr erwischt, dass mehr 100 weiter Leute müssen erstellen, und Frost, wo gehen sie die 100 Leute ganz sicher sichern, wir können überhaupt die Pensionsreform da umzusetzen. An Kies und Kuch, die ganze Pensionsreform als gemäht gehen, weil gesagt gehen als Reserven gehen irgendwann ein Kehr nämlich durch. Just die 100 weiter Leute, die Kilo exklusiv von den Kotisationen von den Leuten bezahlt, also aus der Reserve, aus den Kotisationen bezahlt, und nicht vom Staat, so wie wir das immer gefordert tun. Das heißt, dass eng absolut kontraproduktiv Pensionsreform an man werden an die nächste Wochen ermeint an all die Leute, die betroffen sind, nach viele Schwierigkeiten kreieren. Mit David David, du dir ja, voilà, das ist gut. David, man war für Runden ganz kurz bei der internationalen Politik an den Tendenzen, die wir mal gesehen haben. In einem großen Sujet letztes Jahr, das ist aber den ominösen Mercosur-Akkord, also Freihandelsakkord mit einer ganzen Reihe südamerikanischen Länder. Überall in Europa protestierend Leute, führen allem Bauern, sowohl zu Lützeburg wie an anderen Ländern, mehr auch aus Südamerika protestierend Leute gehen. Und das war auch Diskussion an einer Kommissionssitzung, und das durch müssen eine ganz komische Erfahrung machen. Ja. Da ist nicht die erste Kehr, wo ich ein bisschen so eine ähnliche Erfahrung möchte. Aber es war das, also das den Akkord zwischen dem Mercosur und der Europäischen Union geht natürlich nicht von der landwirtschaftsministerischen Gefolge also gedrohen, pardon. Das ist nicht der Landwirtschaftsminister, den Akkord zwischen dem Mercosur und der Europäischen Union als Dossier hat. Bon. Aber egal, es geht ja hauptsächlich um Landwirtschaft, und da ist es relativ erstaunlich zu sehen, dass wenn die Landwirtschaftsminister selber sieht, sie gibt die famösen Schutzmaßnahmen für europäische Bauern nicht richtig kennen, sie wird nicht richtig am Bild, aber sie hat den Handelskommissar von der Europäischen Union gefragt, und er hat gesagt, das alles an der Reihe, du gehst nicht da. Dann ist es gut. Dann müsste das ja schon bald so sein. Ich glaube nicht, du so ein Niveau von Naivität. Ich verstehe das noch immer nicht, weil Madame Hansen selber kennt sich ganz gut aus, landwirtschaftlich froh, weil das sogar ihren Beruf gewirrscht, als Direktor von der Ackerbauschule oder so, aber vielleicht nicht so richtig an Handelsfragen, weil darum geht es ja auch. Aber trotzdem, ich war ganz erstaunt, ich war nicht den Ähnchen, und ich meine, du gehst auch innerhalb von der Reihe von der CSV, von der DP, gehst immens viel kritische Stimme par rapport zum Mercosur. Der wir nicht am Mercosur-Akkord. Sie sind da wirklich an einer größere Problem. Ich hatte eine ähnliche Erfahrung gemacht, auch an einer größeren Joint, wo auch den Außenminister dabei waren, noch Diplomaten, die etwas damit zu tun haben, und wann sie Fred, wie gesagt, dann, wenn sie konfrontiert mit den Problemen, zum Beispiel auch was das Klima angeht, weil das heißt, dass mehr große Flächen aufgeholzt gehen, zum Beispiel in Brasilien, am Amazonas, für Rindviecher weiden zu lassen, etc. Da sind noch indigene Völker, die müssen fortgehen, und da gehen doch Kleinbauern, die auch expropriiert, enfin, soit, ob plus ou moins legalerweise, meistens ob sogar illegalerweise. Das ist ein ganz Komplex.
Wie kann ich sicher sehen, dass das Fleischverteiler könnte auch nach gewisse Kriterien entspricht und so weiter. Und da sagen sie, ja, mir das steht dran, dass Menschenrechte protegiert gehen, dass Rücksicht geholt wird auf Menschenrechte, Rücksicht geholt wird auf das Klima. Das steht just so auf Papier. Aber ich denke, er muss konkret sein. Zumindest, wenn du noch eine Zertifikation drauf hast, die Zertifikation stimmt die auch noch. Das wann ich auch mal Leute schwätze, weil ich kenne mich schon nicht aus an der Landwirtschaft. Mehr schwätzen heißt doch mal Leute, auch an der Chambre, die sich besser auskennen, weil ihre Beruf ist, an die an der Mikro nicht tun hast, so, ja, die Frau ist nicht schlecht, David, ja, das kompliziert. Sie sind gar nicht froh darüber. Das ist das kein für den Akkord, außer die Großgrundbesitzer in Lateinamerika, an die Autosindustrie in Deutschland wahrscheinlich auch. Voilà. An die Lützebauer Regierung, die verpennt das ganz. Weil, muss ich aber sagen, wir hätten keinen Endogent sein. Frankreich ist weiter Endogent, Polen ist Endogent, Ungarn ist Endogent, Italien war lang Endogent, etc. Sind aber noch andere Länder gewesen Endogent sind. Okay, ja, bon. Es gibt noch Erfolger, gut Novellen, die auch mit uns zu dienen, mit den Links zu dienen. Du bist d'ailleurs le Rapporteur von unserer Proposition de Modification constitutionnelle für das Aufdreibung an Verfassung könnt als Recht oder als Freiheit. Das ist eine Diskussion und das soll noch ein bisschen weitergehen. Ja, also dat kann am Fong lasgängen wie also Proposition ragerecht schon vielleicht Joer an du kurz von der Summer Vakanz könnt dann den Navi vom Staatsrot an der Staatsrot seht gesehen überhaupt kein Avant der könnt dat ruhig machen dat du aus an enger Linie von Politik von Emanzipation der als Land auch schon Jahrzehnten am Fong am Gang hast du für ich da für Wer vom Staatsrot und ab dem Moment wären natürlich Majoritätsparteien gefordert. So, wie positionieren sie sich? Ich muss so in ihr Positionement war etwas ganz Bizarres. So am Anfang gesagt, sind wir auferstanden, mehr man können den Linken das Dolo nicht gönnen, dass sie als kleine Oppositionspartei einfach so können Verfassung an einen positiven Sinn verändern, dürfen wir eine Diskussion, die am Anfang kein ist. So nämlich gesagt, ja, es wäre falsch, wenn ihr das Gift als Recht auf Aufdreibung an die Verfassung schreiben, sie hätte lieber, dass es eine Freiheit wäre, für aufzutreiben, die Mistra kommen. Und das ist eine Debatte, die wir auch schon ein bisschen kennen. Dieselbe Debatte als an Frankreich gefordert gehen, rund um die zwei Begriffe. Und auch da wäre es so, dass dort unbedingt wohl aus dem Begriff droit eine Liberté machen. Und dafür waren wir ein bisschen präpariert schon, ob die Debatte die durchkommen. Dann noch die französische Conseil d'État hat gesagt, mehr Freiheit oder Recht, das Specker Schwingefleisch. Von der Cap von der neuen Verfassung, der Paul Henri Meyers, den CSV-Deputierte war, hat doch gesagt, mehr ohne Freiheit kein Recht, und ohne Recht keine Freiheit. Das heißt, der kann nicht nennen, wie der will, das ist eine semantische Feinheit, mehr es bedeutet, en matière konstitutionell striktement derselbe. Für das dann aber durchzuboxen, sie müssen etwas machen an der Form vom Luc Frieden, an dem sie nämlich gesagt haben, das wird mehr Gifte fordern, das wird total geckisch, nämlich mehr Gifte ein absolut Recht frohen. Und das absolut Recht, das wird ganz gefährlich, weil dann gibt es keine Gewissensfreiheit mehr gehen. Und nee, dafür sie die raisonabel geben, die raisonabel CSV, sie geben die Base Link andämmen, an dem sie dann erst dem Recht eine Freiheit machen. Das ist natürlich absolute Quatsch gewesen, weil mehr hun am Kapitel von den öffentlichen Freiheit Recht wollen restaurieren. An dem Kapitel gehen nicht viel Rechte, gehen nicht viel Freiheiten, also in alle gut dieselbe Stelle wert. Und war eine kleine Anekdote, dass ich zu Straßburg auf der Real invitiert war von der Studentenorganisation ASL, die da eine Debatte über die Pensionsreform geführt hatten. Und ob der Real war da noch der Luc Frieden. Und dann
ma den Lügfrieden bisschen op Zeit geholt, also wat ich da op Zeit geholt, schon gefrot können man drüber schwatzen. Schon gesucht so, das was du gesucht hast, das stimmt nicht mehr fordere kein absolut Recht und über allen anderen Rechte an dieser Verfassung gibt stehen. Ich fand das nicht gut, dass dann so durchstellst an der Öffentlichkeit und du so mehr plus ou moins ja, das müsste aber so sein. Sie als TSV, wir können das Matze drohen, müssten aber können auch intern das politisch so verkaufen, dass sie etwas Großes aufgerungen hätte. Das heißt, in Wirklichkeit, also nicht wie politisch Manöver, taktisch Manöver gewirrschte politisch Spielchen an mehr stehen über den Spielerischer, das wird entscheidend ist, dass lo endlich Lützeburg das Zweitland an Europa als neben Frankreich wird Selbstbestimmungsrecht von der Frau über ihren eigenen Körper an der Verfassung stehen hat. Voilà, und dann haben wir aber zuletzt ist natürlich ein großes Sujet über die letzten Jahre, das war immer das Logement. Wir sind 2 Jahre neue Minister, der Claude Meisch, den neben der Education, die er für Deutschland hat, dann auch Logementsminister ist. Und der Claude Meisch ist natürlich mit einem großen Problem konfrontiert. Und es gehen immer mehr Etüden und Analysen, die gemäht gehen über die Situation vom Logement zu Lützeburg, notamment über die Situation der Lokatieren. Und du hast eine Initiative geholt und hin doch du komisch reagiert. Ja, das sind wirklich Momente, wo ihn sich wirklich freut, ob sie das echt tun oder ob es aber nicht eine bessere Idee wäre, wenn den 2 Deckministerien oder 2 wichtige Ministerien wie die Education und das Logement, ob ihn das wirklich muss so handeln. Den Ding ist, dass Tuni hat eine Etude rausgebracht, wo es die Lebenskonditionen der Lokatiere geht. Also all die Probleme, die kann haben, eben wenn ein Lokatär ist oder Lokatär war, wie zum Beispiel Wasser schiert, dass das alles verschimmelt, und dass das reale Problem gibt für die Gesundheit. Das ist Beispiel in der andere man dann Frieden beim Proprietär, für das in der Hand geht, und geschieht nicht, über Wochen, über Monate, müssen Problem da ja an unserer Sensibilität. An als Büro do wo doch sind der Maint net funktioniert voilà. Nach ganz einer Probleme die gehen alle opgelöscht an mir durch den dat für interessant mal eng Logementskommission anzuberufen anzufroen dat ze abruf gött fir dat den Minister dat wird den Titel von dieser Ufro net Präsentation von der Etude me dat der Minister seht wat für ein Konsequenzen hin aus dieser Etude hält. Weil das geschieht, der Minister war nicht da. Chercherin oder Cherchers an dem Fall hat eine Präsentation gemacht von der Etude, die aber schon ein paar Monate alt war, ganz an der Reihe, das ist okay. Aber das Problem ist, da waren just Beamten vom Logementsministerium da. Ich habe mich auch ein bisschen aufgeregt, dass keine Reaktion kam, auch nicht vom Präsidenten von der Logementskommission, den wahrscheinlich nicht wusste, dat den Minister angelöde war, obwohl den Titel war. Ich konnte keine Antwort, ich konnte nie eine Antwort, das hast du gemerkt. Ich habe mich ein bisschen aufgeregt, weil das Problem ist ja auch den, ich kann ja nicht politisch diskutieren mit einer Beamtin vom Logementsminister. Die möchte ja auch nicht Politik. Das war einfach so für die Katze. Und das ist wirklich bislo, als noch nie irgendwie richtig diskutiert ging darüber. Ich weiß noch immer nicht, was den Logementsminister, ich weiß noch kein, was der Logementsminister für real konkrete Mesuren oder Schluss zieht aus dieser Etude, was den du alles kennt, erholen. Das war schon ein bisschen erstaunlich. Und es geht ja immer mehr problematisch. Ich spreche nicht darum, darüber zu gehen, wie schlimm die Situation im Wohnungsmarkt ist, wir kennen sie alle. Und wie all Deputierten, ich meine, all Deputierte get regelmäßig ugeschrieben, ugerufen von Leuten, von Bürgern, die ein Problem haben, ein so relativ schwere Problem haben. Meistens also doch noch so krass, dass schon ein Urteil getroffen ist und dass alte Instanzen durchgelaufen sind. Und da kommen sie bei uns, wo wir sich nicht viel können machen, ob jeden Fall schwer als für konkret zu helfen, weil wenn die Justiz eine Decision getroffen wird, die mir nicht können vorstellen, auch wenn man mengen, dass die Decision vielleicht falsch war, mir das egal, weil die Gesetze nicht gut sind. Bon,
das immens frustrant an doch weh wann den net kann Apps machen Heinz du versicher mal trotzdem Apps zu machen an dem sie Tipps geht an dem sie Verbindungen schafft mat Leid Allo fängt doch run wat der Logement geht Leute die wirklich rausgepucht gehen eler Frauen die rausgepucht gehen aus ihrem Logement weil der proprietär alles will renovieren an die aber Panik sind weil sie nicht mehr wissen wo sie sollen wo sie Hause können muss an einem hegen Alter mat enger ganz klenger Rent also immens kompliziert das méi wie traumatisierend an dann awer och mi Jungfrauen also zurzeitig solo net so kein ni sie noch kontaktiert gin vun enger Eichter Junker a lenger der Mam die och Gesundheitsproblem huet an dofir net schaffe kann an dofir an eng Invaliden Pensionioun krit an enger Sozialwohnung vun enger Gemeng ass fir 5 Joer war dabei an debei ass net erneiert gin, obwohl die Frau an der totaler Inkapazitéit ass fir enge Wohnung zu fan geregelt normale Marché. An dat das auch belet gin mün den Dossierkrut den as riesig an sie krut nie eng einfach da se Rateschwanz vu Probleme an dat schlimm ass das könntet sech dat eng Decision vu eng Schafferrot fir ze machen an bon du mir versicht dann eben noch Kontakt opzuholen mat dem Schaffer oder mir kruten eng ganz Domain muss ich so gut einfach gesot op man net wessen dat Lützeburg net hat droit wie an dat Justiz gesprach hat an dat die Eviktion rechtens wie dat war net als fir ze wissen fir wat die Madame krut nie eng antwort können man vielleicht keine Lesung fannen mir will just wissen sind deputéiert ich will just fir wat ihr als Schaffer die Decision getroffen hut und da können man weiter gucken so eng dumm antwort bon mir werden weiter gucken also mir bleiben nach besten Ball mir gucken nach wat man da können machen dofir dat so Jolo vielleicht gucke Leiit no an sie Probleme sie vielleicht schon kontaktiert oder einer Deputierte kontaktiert sie dürfen als kontaktieren natürlich sie sollen da doch mehr sind dafür du muss noch wissen dass mir kleine Kippen hun an dat nicht immer evident dass wann man nicht können erholen dann ist wirklich Fälle weil man nicht können erholen mit der wir einfach trotzdem nicht sicken weil auch von den Heinz du nicht kann als Deputierten etwas direkt für die Person die betroffene Person kann erholen kann in Deno aber Initiativen holen für Gesetze Reglementer können zu ändern oder eine Diskussion wenn es an Öffentlichkeit zu starten für das wenigstens auch weiterhin einer Leute nicht davon betroffen gehen. Ja, also dürfen den Appell wir können kein Wunder bewirken wann ihr neues kontaktiert wir können aber Sujet politisieren auch mengglisch für Sache besser zu verstehen auch Funktionamente von Verwaltungen besser zu verstehen und von wie auch die Realprobleme von den Leuten wirklich auch auf ein politisches Niveau können umzugehen. In anderen ganz großen Sujet dat war auch an der Education hue den Edukationsminister Meich betraf eng Diskussion die ganz bret an der Gesellschaft gefordert ging as rund Alphabetisierung op Franzisch an ich kann dat schon einfach so ich mein, eng exzellente Intervention an der Chamber zu dem Sujet gemäht Sujet den effektiv polarisiert huet mir eng bestimmt naderweis. Aber bestimmt nachweis polarisiert das ein interessantes Sujet das geht ja drums dass an der Primärschule möglich geht besteht entweder auf Französisch oder auf Deutsch alphabetisiert zu gehen war doch interessant dass du no den Spruch die nicht als E-Spruch geholt wird zum Beispiel den gesucht ich will auf Französisch alphabetisiert gehen später hin kann den Deutsch machen an dem gedreht so also das schon immer so weil das immer ein bisschen interessant das lohnt nicht dort mir auch so und das ist die genialste Lesung ja? Mir hat eine Diskussion noch intern mir hun décidéiert Nationalkoordination sogar l'Unanimité gesot mir stimmen dofir joch viel Leiit die an fundamental schaffen de no mir sinn als auch bewusst dat eng einer Diskussion sinn dat muss auch so dat Leiit die am fundamental schaffen Arbeitskonditionen hunn die net mehr akzeptabel sinn an dat fir viel Enseignant die neue Reform rëmmenkeier so wie eng Drps
am überlaufende Fest durchgestaltet okay am dat das alles zu verstohlen an wir mussten darüber diskutieren allerdings war mir der Meinung dat ich denke ja muss etwas geschehen an dat het net kann sinn dat durch die Zwangsalphabetisierung op Deutsch die man bis hun weil das so Realität dat aber immens viel schulisch Karrieren aber stark ledéiert huet stark gesteiert huet das net just dat mir dat och für vielleicht zum Leute die eben als engem net germanophone Raum Spruchraum vun doheim kommen a vielleicht doch net super privilegiert sinn vun doheim an bon ja dus gesot mir hunn schon aniert gehalen wie man dat immer mag materiieren ass een Ausschnitt gemerk op de soziale Reesen an dat das interessant soziologisch gesinn auf soziologisch Reaktion vun de Leiit an wann den zum Mod vergleicht mir hun net op Facebook gepost zum Beispiel an op Instagram gepost an mir wisse jo dat Leiit die op Facebook sinn dat Leiit die op Instagram sinn du ginnet ënnerschieder Instagram as mi jong ass manner Staletze beier Facebook méi Manner jong an méi Staletze beier fir dat mal so ze so an Reaktionen also waren ganz interessant Leiit die net direkt betraff sind dat hech Leiit die net Immigrante kann er sinn aus dem romanophone Raum hun echt reagiert man nee d'Alphabetisierung méich geht fir Franzisch Alphabetisierung das kein gut Sach dat tut jo bis gut geklappt ja dat gut geklappt fir dech Gi natürlichch Leiit ausnahmen dat gëtt immer Leiit die aus der italienischer der portugiesischer Immigration kommen an die so für mich geklappt tant mieux dat gëtt immer mais l'exception confirme la règle also soll net das eng egene Fall eng Generalität machen weil interessant ist dass du nur op Instagram schmeng du sind 3700 Leute die dat geliked hun dat immens viel ich weiß wie viel bald 100 Kommentare oder 150 Kommentare also an du mir den immens die Leute hun go gesot dacht dat das ein gut Sach die Alphabetisierung auf Französisch an just zu gucken nimm Profile kann ich gesinn dat sind ganz zu 80% 90% Jungleut die aus der Immigration stammen da ich der romanophoner Immigration stammen an die Erfahrung gemacht und an die so Dach da das richtig die Reform das immens interessant zu gesinn die betroffen hun dat gut fand an die net betroffen net direkt betroffen die sind geint dat sieht so vieles aus war immer schu fanden wie gesagt das net Lesung für alle Probleme an der Schule immer schu fanden das verleiht die als eng ökonomisch an intellektuelle privilegierte Milieu kommen an du nur so den dote System für mich funktioniert an net kapabel sind weil sie missen sich kapabel sind für zu analysieren für so das nicht weil für mich funktioniert dat für funktioniert an weil wann du aber eng riesig Kohort vu Junker hues eng Supermajorität vu Junker der Immigration die ënner dem aktuelle System geleden hun Schulsystem geleden hun wann de mengst dat das System aber trotzdem gut ass den Schlussfolgerung kann nëmme sinn dat die Leiit us sech intellektuell net op der hecht wären an der das net de Fall so si am Rassismus quasi nee das schü dat et materiell ëmstä ginn déi denen Leiit et net erlaubt huet an engem schulsche System sech zu emanzipieren de just fir eng Minoritéit vu Leiit also eich der Germanophon awer net nëmmen och besser Mittelschichten an Bourgeoisie gemerk gin ass an das endlesche bëssen Dr gefrickelt gin mis se filmmi weit goen dofir werte mir sech war mehr den Edukationsminister hunn absolut Voilà, dat war klengen sprunghaften Galopp durch dat wat man ochfleit bëssen op de cool waren an der Chamber erlieft hun wie gesot als Viersatz fir Natur bleibt bestohlen ma hun gucken de Podcast méi regelmäßig zu machen vielleicht auch dann mat als berühmten Sponsoringsmomente auch dat der net vergis gehen auch net am neue Jahr genau dann hoffe man ich bis mir oft zu gesinn mit der tank vu auf allwoch werdet net sinn mé ganz regelmäßig.